Die Tür ist verschlossen. Ich sollte etwas anderes versuchen. Tja, vielleicht mit dem Korkenzieher? Da sollte ich nicht bohren. Ach so, wir können mit dem Ding bohren. Das ist ein schiefes Bild. Das Bild hängt ziemlich schief an der Wand. Ich sollte mir das mal genauer ansehen. Da die Erstung. Mal sehen, was es mit dem Bild auf sich hat. Okay, wir können also die Dinger miteinander kombinieren und da in der Spielwelt. Was hat's mit dem... Das alte Ding schaut mich an. Dem Tauchhelm hat's nix auf sich. Den Zettel nehme ich mit. Ein Zettel? Kann man da... Das ist ein Notizzettel, auf den einige Zahlen geschrieben wurden. An manchen Stellen wurden Löcher hineingeschnitten. Ach so, das scheint schon wieder ein Rätsel zu sein. Das können wir bestimmt irgendwo drauflegen. Und dann sagt uns das irgendwas an. Da die jetzt einfach so vermuten. Seltsam. Ich spüre einen leichten Luftzug. Vielleicht ist hinter den Büchern etwas. Tatsächlich. Hinter den Büchern befindet sich ein Lüftungsgitter. Ach so, ein Lüftungsgitter. Das Lüftungsgitter ist fest verschraubt. Können wir denn da mit dem Korkenzieher rummachen? Da sollte ich nicht bohren. Annik. Tja, und jetzt haben wir da nichts mehr. Die sind fest vernagelt. Der Aufdruck ist kaum zu entziffern. Die Schublade, die ist offen, oder? Die Schublade hat keinen Griff und scheint ziemlich schwergängig zu sein. Können wir denn da? Und schon hat die Schublade einen Griff. Ah ja. Jetzt sollte ich sie öffnen können. Was soll denn das jetzt werden? Warst du nicht diejenige, die einen Aufstand gemacht hat, weil ich was eingesteckt habe? Ich suche nach einem Weg, diese Tür zu öffnen. Du willst was stehlen. Kann man das vielleicht vergleichen? Vergleich doch, was du willst. Ich glaube, mit dem Typen haben wir noch unseren Spaß, wenn der die ganze Zeit meckert. Den Zettel nehme ich mit. So, wir haben einen weiteren Zettel. Das ist ein Zeitungsartikel. Es sind mehrere Zahlen darauf geschrieben worden. Ach so, jetzt passen wir auf. Jetzt wenn wir das da... Wenn ich die Blätter übereinander lege, zeigen sie einen Code. Das ergibt für mich keinen Sinn. Vielleicht fehlt ja noch etwas. Es fehlt noch was. Also wir haben auf jeden Fall schon mal einen Achter und einen Sechser. Aber es fehlt noch irgendwas. Einen Korkenzieher können wir nimmer mitnehmen. Die sind in keinem besonders guten Zustand mehr. Okay, da ist das Ding. Es heißt 8 und 6. Also müssten wir im Grunde nur die mittlere Zahl erraten, oder? Können wir da irgendwie das betätigen, oder? Wenn wir mal alles durchprobieren, passiert nichts.
Oh, hinter dem Bild ist ein kleiner Schlüssel versteckt. Ach, ein Schlüssel? Ein kleiner Schlüssel. Jetzt muss ich nur noch das richtige Schloss finden. Tja, vielleicht so für die Schubladen? Ich habe die Schublade aufgeschlossen. Und da haben wir noch was. Den Zettel nehme ich mit. Das ist ein Foto eines kleinen Mädchens. Die Brandlöcher haben es jedoch unkenntlich gemacht. Ja, schaut nett aus. Können wir denn diesen auch noch kombinieren? Jetzt sind nur noch 3 Zahlen übrig. 3 Zahlen. So erscheinen 3 Zahlen in den Löchern. So, 8, 3 und 6 haben wir. Oder hast 8, 6 und 3. Das können wir aber ausprobieren. Probieren wir erst 8, 6 und 3 aus. Sehr gut, die Kombination hat gestimmt. Mal sehen, was die Truhe zu bieten hat. Was? Wie hast du das Schloss aufbekommen? Der Kapitän scheint eine Vorliebe für Knobeleien zu haben. Die Kombination war auf Notizblättern verteilt. Mit einer Brechstange wäre das sicher schneller gegangen. Du würdest mit einer Brechstange wahrscheinlich das ganze Zimmer auseinandernehmen. Hey, sei nicht so vorlaut. Ach, egal. Ich hoffe mal, du rufst mich, wenn du was Wertvolles findest. Okay, was haben wir denn da drin gefunden? Einen Brief, ein Rasiermesser und ein Amulett. So, als erstes. Mein Stern. Dieses Jahr wird es gelingen. Ich fühle es mit jeder Ader. Die Geschäfte laufen gut. Noch sind es sicher 12 Überfahrten, die ich zu erledigen habe. Vielleicht 15. Es sei denn, ich finde noch ein paar gute Zusatzverdienste, wie zuletzt. Wenn ich das nächste Mal an eure Pforte klopfe, wird dein Vater keinen Grund mehr haben, mich abzuweisen. Hab Geduld. Charles. Okay, das war der Brief. Rasiermesser können wir bestimmt mitnehmen. Hoffentlich schneide ich mich damit nicht. Und das Amulett. Ein seltsames Amulett. Okay, dann schauen wir uns. Also den Schlüssel haben wir immer noch. Das heißt, wir brauchen den nochmal. Das Rasiermesser ist extrem scharf. Außerdem lässt es sich einklappen wie ein Messer. Das ist gut. Das Amulett sieht fast wie ein Schlüssel aus. Können wir denn mit dem Klonschlüssel diesen aufsperren? Ich habe die Schublade aufgeschlossen. Was haben wir da drin? Bücher. Das sind eine Menge Bücher. Die scheinen auf dem Bücherregal keinen Platz mehr gefunden zu haben. Aber nichts Besonderes, oder? Okay, also. Jetzt haben wir Amulett. Passt denn der? Da eine? Das Amulett hat zwar die Form eines Schlüssels, zum Aufschließen eines normalen Schlosses ist es aber nicht geeignet. Ach so. Also hat das eine andere Bedeutung. Was irgendwas? Vielleicht sollten wir einfach abwarten, bis jemand die Tür von der anderen Seite öffnet. Ich komme schon allein zurecht. Ja, das ist offensichtlich. Was haben wir eigentlich da für eine Seilwäscheleine? Die Wäscheleine führt hinter die Wand und ist mit einem Balken verknotet. Ach so. Ja, was passiert, wenn wir das Ding abschneiden? Ich möchte das Seil nicht kaputt machen. Es würde reichen, den Knoten zu öffnen. Ach so, ja, dann machen wir das. Machen wir den Knoten auf. Das Seil führt hinter die Wand.
Ja, Knoten aufmachen. Ich kann den Knoten nicht mit bloßen Händen lösen. Dann schneiden wir den Knoten halt auf. Das würde gehen, aber vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Achso, wir müssen das jetzt entscheiden. Verwenden oder lieber doch nicht. Tja, was machen wir? Wir machen das jetzt einfach. Dann probiere ich das mal aus. Ja, weg ist. Jetzt ist es weg. Jetzt werden wir nochmal umschauen. Wie hast du das angestellt? Lass mal sehen. Der Fuchs hat sich eine geheime Kammer gezimmert. Und dahinter ist... Was ist das eigentlich? Vielleicht lässt sich hier etwas finden, um die Tür aufzubekommen. Die Rohre führen in den Boden hinein. Vermutlich in den Laderaum. Was zur Hölle haben die da unten reingebaut? Vielleicht sollten wir den Kerlen gar nicht erst über den Weg laufen. Bist du immer so negativ? Du machst dir anscheinend keine Vorstellung davon, zu was eine Mannschaft alles fähig sein kann, die solche Geheimnisse versteckt. Vor allem, wenn man in diesen Geheimnissen herumschnüffelt. Ja, jetzt haben wir da irgendwas entdeckt. Eine Gasstation. Ventil. Defekte Gaskartusche. Das defekte Teil muss weg. Da strömt Gas aus der Maschine. Ich sollte besser einen Behälter in die Einlassung stellen. Ja, da brauchen wir aber eine ganze. Eine Wäscheleine kann man für vieles benutzen. Auf jeden Fall. Und die Harpune können wir auch brauchen. Die Harpune ist ganz schön schwer. Aber sie passt in die Hosentaschen. So, dann haben wir da. Hier kann man Gaskartuschen auffüllen. Mit dem Gas wird wohl das Schiff beleuchtet. Gaskartuschen. Haben wir denn da auch nicht gesehen? Da haben wir Petroleumlampen. Können wir denn damit... Das würde gehen, aber es würde wahrscheinlich zu lange dauern und zu viel Kraft kosten. Jetzt habe ich eine Art Anker. Ach so, jetzt haben wir schon mal einen Anker. Ja. Gerade für was? Vielleicht für das da? Dafür ist ein Anker nicht gerade geeignet. Tja, was haben wir noch? Können wir denn mit dem Anker irgendwas Die mit... Zeitungen sind schon ziemlich alt. Eine der wenigen noch lesbaren Überschriften berichtet von verschleppten und ermordeten Kindern in Laches do Pico. Ja, können wir denn den Anker da auswerfen? Ich müsste den Anker erst an etwas befestigen, sonst wäre es Verschwendung.